Alle Dauer müssen wir Entscheidungen treffen. Wenn du zum Morgens abstehst, hast du die Entscheidung abzustehen und die zu freien und wenn du ein schöner Tag hast, dann kannst du eine Schlemmbetungszeit haben. Alle Tage für sich zu schlemmen. Jeder Tag treffen wir uns zwischen 30 und 35.000 Entscheidungen, je nachdem, eins mehr und eins ein bisschen weniger. Aber ein großer Teil, den wir unbewusst treffen. Ein kleiner Teil von den Entscheidungen, die wir treffen, sind bewusst. Und die, was wir unbewusst treffen, die sind unbewusst, was man ein paar gesagt hat, was die Gesellschaft gesagt hat, was wir uns gelernt haben. So was das denn die Denke angreviert, die Entscheidungen. Hast du, wenn du abstehst, ist klar, von dir, wo ich seine zu schlemmen und irgendwo negativ zu reden. Ich war anfangen beim Präsidenten und jeder drauf beim Eberschuld und dann bei der Nobersten, bei meinen Frühen, bei Mann und bei der Nobersten und bei der Kooperative und renn alles. Was ich finde, dass man renn alles bloß ein Streich kann. Ich sehe mir nicht, wenn das nicht in meine Nähe ist, diesen Weg ran, dann rennt das alle diesen Weg, bloß negativ. Das ist meine tiefe Entscheidung. Was Gott sagt, als mir da reinkriegt und dünnt, mir ist die Bibel durch und dünnt, die Bibel habe ich zum Sonntag so ist, aber niemals zum einen Weg, wenn mir das irgendwo schlecht geht. Was tue ich damit? Ich treffe die Entscheidung, weil ich von der Seite, dass andere Menschen das scheinen geht? Oder weil ich sage, dass die noch im Stall bleiben mit dem, was ich denen gesagt habe, im Negativen. Dass die alle weiter, dass ich sie eins was ganz Besonderes und all die anderen Menschen hier haben, das sind negative Menschen. Das sind Entscheidungen, die manche treffen. Das hilft immer, die haben das einzige, aber behören sein, dass die Familie ist so schlecht, oder etwas, das ist so schlecht, und die Gesundheit ist so schlecht, und Reden ist so schlecht. Aber das hilft auch andere immer schon etwas. In der Hand kommst, das sind Serien, das ist der Haarche. Ob es vor die viele Probleme haben, sie haben sich entschlossen, einfach dankbar zu leben und seine, das passt in die Situation zu tun. So, wenn du dich alle wirst, oder wo immer du bist, wo ist das bei dir? Hast du die Entscheidung, ich will ein Sehensmensch sein und ich will ein Schlemmmensch sein. Ich will ein Mensch, der immer bloß rumschlemmen wird, oder ich sehe einen Mensch, der hat die Entscheidung, ich will einfach dankbar sein. Die Bibel motiviert uns da, in Philipper Kapitel 2 von 14 bis 16, dort alles ohne Murren und ohne Zweifel. Ob dort die ohne Tadel sind, so ist Gottes Ziel, anstreblich, und dort die in einem Geschlecht, in einem verkehrten Geschlecht, was nicht im Licht wandelt, soll die im Licht sein in dieser Welt. Damit die durch Handeln, einem Wut vom Leben in dieser Zeit. Wir sollen in dieser Generation, wo viel Negatives ist, sollen wir in Licht sein. Ohne Murren. Wo ist das in dein Leben? Murren ist allerhand schlecht, dass immer so sein, dass negative Pferde holen. Und alles einfach eine Schlemmbetungszeit haben. Das gibt Menschen an jeder Tag viel mehr Schlemmbetungszeit als Anbetungszeit. Was bedeutet das? Ich bin nicht hier, um Gott ehren. Ich habe ganz klar hier, ich sehe, um alle Menschen raufzubringen, was nicht so dünn ist, ich das will. Leider ist das bei manchen Menschen, die auch sagen, ich sehe in jeder Kirche gehen, ich sehe in Christen, ich sehe Gemeindeglied, und das ganz klar, Schlemmbetungszeit ist viel wichtiger als Anbetungszeit. Eine Stunde beten ist viel zu lang, eine Stunde schlemmen ist nichts. Ich will 3 Stunden am Tag schlemmen. Was ist deine Entscheidung? Dankbar zu sein oder zu schlemmen? Es ist eine große Entscheidung und mag Gott wieder sehen, dass dieser Text von Philippa auch eine Wahrheit an dein und an mein Leben werden kann.